Über 100 Parts hat es gedauert, doch nun sind wir wieder hier zurück an der Kramküste, wo damals ja alles begonnen hat. In unserem schrecklichen Schicksal. Ja, willkommen zurück, Leute. Ich glaube, diesem dürfte es relativ schneller gehen. Wir haben zwar hier noch, wie ich gerade sehe, ein paar Gegner. Hilfe. Natürlich in die falsche Richtung, war klar. Bist du eigentlich kitzlig, Kumpel? Ja, besonders mag er es nicht. Du. Und irgendwo hier ist der versteckte Schatz. Ja, liegt hier vorne, okay. Wow! Was macht denn so einer hier? So, und nicht anders geht das. Und, Bergkristalle, sehr schön. Brauchen wir, glaube ich, nicht für unsere Expedition, aber okay. Patty, du stehst auf meinem X. So. Ein Satz mit X war wohl nix, aber doch der hier natürlich schon. Ja, Leute, würde man sagen, noch ganz kurz die zwei Dinge hier machen. Weil sprich natürlich Schatz ausheben plus das Kristallportal zerstören, inklusive natürlich dem Schattenlord. Ich glaube, das dürfte sowieso kein Problem sein. Wenn doch, steinigt mich bitte. Aber ich denke mal, das dürfte das kleinste Problem hier sein. Es gibt sicher noch irgendwie ein paar Dinge zu tun hier. Ein paar Bergkristalle sammeln, ein paar Viecher Platz zu machen, Teleport zu aktivieren. Kann durchaus sein, aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr dazu, ganz ehrlich. Wir haben es richtig gemacht. Legendäre Gegenstände sind auch fast zusammen. Nebelinsel kommt im nächsten Part dann, und vor allem diesen denke ich auch noch ein bisschen dran. Und dann, ja, wie gesagt, gut dabei. Oh, hier noch ein Teleporter sein soll, ist mir gerade echt schleierhaft. So, wir sind so kommen. Ich weiß, ob die Quelle. Also eigentlich müsste jetzt beendet sein, aber auf allen Inseln, außer die kommt noch auf der. Die kommt echt vielleicht auf der Nebelinsel dazu, uns etwas vorzuschlagen. Das kann natürlich sein. Aber ich denke Nebelinsel und dann, wenn das alles durch ist, plus halt legendären Gegenstände, da geht es endlich ab zu Crows Geisterflotte, zur Befreiung der 3 großen Magier und zum Ende von Nekrolot. Wir begegnen unserem Schicksal. Schon wieder. Oh ja. Ach, haben uns damals ja die Schattenkreaturen angegriffen, die ganzen Schattenhunde und so. Waren das noch Zeiten, Freunde? Aber jetzt muss der Schattenlord wanken. Er muss verschwinden. Und wir kriegen unsere wohlverdiente Rache. Ja. Safety first, nicht wahr? Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen Respekt vor ihm. Dort steht er immer noch, ich glaube, sonst hat er keine Armee mehr, wa? Schaut zum Kristallportal. Vielleicht erwartet er irgendwelche Befehle von Nekrolot. Freunde, es ist Zeit für unsere Rache. Alter, hat das reingehauen, der Kristallsplitter. Leck mich doch am Arsch. Er hat gar keine Chance gegen uns. Damals hat uns so platt gemacht. Hä? Wow! Was ist denn hier noch los, ey? Geht's noch weiter? Wo geht's denn hier noch hin? Hallo, aber Meister gekillt. Wollt ihr auch noch? Ja, scheinbar schon. Das ist doch eine Kiste. Ihr werdet verrückt. Wir sehen noch eine Kiste. Ja, hat's recht gelohnt, ey. Wofür denn? Wieso eine Pistole? Ich meine, ich kann mich. Ich überlege gerade, wann das damals? Hätte eigentlich zuerst durchgehen sollen und dann erst einen Typen platt machen. Natürlich auch sein können, wa? Oh, sind noch weitere Schattenhunde, toll. Ja, komm her, Wuffy. Ja, hab nur den Hinterausgang. Nun gut, das wäre geschafft. Patty, wo bist du? Patty?
Petty Darling. Ah, hier. Aber schreibst du die ganze Zeit Vorsicht, Vorsicht. So. Natürlich auch das Kristallportal muss endlich weichen. Ich will die Scheißdinger nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Petty, Schwesterherz. Dankeschön. Und damit sind endlich alle Kristallportale im Arsch. Außer es fehlt noch ein so eine Nebelinsel. Wenn das so ist, dann Prost Mahlzeit. Nee, sieht echt geil aus hier. Gut, wie gesagt, sind noch ein paar unwichtige Dinge, die kann man machen, muss man aber nicht. Der ist Hasses. Anfangs hat er echt ein bisschen was ausgehalten. War Feuerregen plus Schwert, kann man es dann halt dann der Kristallsplitter, der hier. Und bam, war er weg. Das geht jetzt so schnell. Krass, krass, krass. Okay, wir hatten da genug Ruhm zusammen, will ich aber gar nicht. Wir gehen zurück zum Schiff. Haben wir es endlich geschafft, alle Kristallportale zu vernichten? Wenn wir noch eins übersehen haben, wüsste ich nicht wo. Das hört sich gut an. Gut, konzentrieren wir uns jetzt ganz auf unsere restlichen Aufgaben. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts mehr zu tun. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ach, echt, Mann? Na gut, von mir aus. Ich mache trotzdem noch ganz kurz einen Save. So, Leute, für Mendoza. Ich will ja eigentlich alle bis zum Schluss behalten, obwohl einer bereits abgehauen ist, aber der muss ja. Darüberdingt halt. Warum sind Menschen eigentlich immer so böse, wenn Schaffer in der Nähe? Keiner will sich von dir beklauen lassen. Ganz einfach. Warum so schlimm? Komm schon. Der Unterschied von mein und dein ist dir ja wohl bekannt. Aber Gnome müssen sammeln. Ist wie atmen. Menschen vielleicht irgendwann verstehen. Vielleicht, aber auch nicht. Mendoza, mein bester Freund, wie geht's denn so? Du bist ein harter Brocken, das muss ich dir lassen. Aber leider wird dir das nichts nützen. Das Schattenreich wird dich fressen und wieder ausspucken wie ein altes Stück Pökelfleisch. Muss ja zugeben, ich fand die Story von Reason 1 ein bisschen geiler. Allerdings, wenn wir es dann aussehen, hier um einiges besser als noch damals. Das sah damals scheiße aus, ey. Edward? Und? Schon mehr über deinen unsichtbaren Freund? Du kannst mich ruhig für verrückt halten, aber ich spüre es immer noch. Es ist etwas abgrundtief Böses. Und es lauert nur auf die richtige Gelegenheit. Tut mir leid, damit kann ich nichts anfangen. Was kann schlimmer sein, als den eigenen Geist entrissen zu bekommen und von den Kreaturen der Hölle gejagt zu werden? Ich hoffe für uns alle, dass du recht hast. Hoffe ich auch. Übrigens, wieso kriegst du keinen Hitschlag mit der Glatze, ganz ehrlich? Ey, so mit so einer Friese, in so einem Wetter, ich brauche 5 Minuten und ich hätte noch einen Sonnenstich. Also da war bei mir geht es echt schnell. Das ist echt krass. Ich hatte letztes Mal einen Ausflug, also von der Arbeit her und so, war ganz cool. Es war auch nicht so das riesen Sonnenwetter und so, Jan hatte auch keine Probleme. Aber ich hatte am Abend echt voll den krassen Sonnenstich, fast einen Hitzschlag, ganz ehrlich. Voll Fieber und alles, ich hatte keine Kopfschmerzen, hätte ich echt noch ins Spital müssen, also sprich das Krankenhaus müssen halt. War übel. Aber gut, wir sind hier im Let's Play und so. Die Nebelinsel. Die letzte Station, wenn das durch ist, plus halt der legendäre Gegenstand von hier, dann geht's ab zu Crows Geisterflotte. Mal gespannt, wie groß die Insel ist. Ich habe wie gesagt 1,5 Parts eingerechnet. Ich will das Let's Play eigentlich mit 120 Parts abschließen. Ich hoffe, meine Rechnung geht ungefähr auf. Ohne allzu große Überlänge. Was ist denn hier passiert? Die Nebelinsel! Nur vielleicht ohne Schattenlord und so. Man kann die eigentlich nicht mehr sehen, ganz ehrlich. Bones, du kommst mit. Wir werden schon lange nicht mehr das Vergnügen. Ist das die Insel aus deinen Träumen? Ja, das ist sie. Wer weiß, welche Geheimnisse hier verborgen liegen. Tu dir einen Gefallen und leg dich nicht mit den Blauröcken an. Die haben den Finger immer am Abzug. Hä, die Inquisition ist hier? Komm mit. Ja, Was macht die in der Nebelinsel? So, Ruderboot zum Strand, dann mal gucken. Oh ja, oh verdammt. Alter, ist die Insel auch noch groß. Aber ziemlich geradlinig, weil ich glaube, so viel gibt es jetzt hier doch nicht zu tun. Ein bisschen rummarschieren und so, das dürfen wir doch in 1,5 Parts etwa durchhaben. Du hast vielleicht Nerven.
Spazierst hier einfach so am Strand entlang, als könnte dich kein Wässerchen trüben. Hey, Venturo. Erkennst du mich nicht mehr? Bones? Das ist ja ein Ding, dich hier zu treffen. Leider bleibt keine Zeit für eine ordentliche Begrüßung. Wie ich sehe, folgst du einem neuen Captain. Du bist einer der Wächter von Taranis, oder? Ich hoffe, du kannst kämpfen und hast mehr drauf, als nur ein paar hübsche Funken aus deinen Fingern sprühen zu lassen. Sonst findest du auf dieser Insel nur den Tod. Das dürfte für uns kein Problem sein. Was macht die Inquisition auf dieser Insel? Wir sind ein Stoßtrupp, um neue Gebiete zu erkunden. Die Inquisition sucht nach neuen Siedlungsgebieten. Wofür? Damit wir vorbereitet sind, wenn der schlimmste Fall eintritt. Falls der Rest der Welt vom dunklen Land überzogen wird. Wenn wir möglichst viele Rückzugspunkte auf der Welt haben, ist unsere Chance zu überleben größer. Macht Sinn. Irgendwie schon. Warum stehst du hier so alleine rum? Ich habe meinen Arsch gerettet. Wie meinst du das? Wir wurden von Kommandant Carlos ausgeschickt, um einem Gerücht über Seelenfresser nachzugehen. Anscheinend sind es keine Gerüchte. Mein Kamerad und ich wurden von einem dieser Biester überrascht. Da haben wir die Beine in die Hand genommen und sind gerannt. Ein Überlebensexperte wie du hat doch sicher einen Tipp für mich. Naja, wenn du schon hier an Land gegangen bist, solltest du auch entsprechend ausgerüstet sein. Ich kann dir eine gute Flinte in die Hand drücken oder etwas Gold. Damit kannst du dir dann die Ausrüstung kaufen, die du benötigst. Das macht dich zwar nicht unverwundbar, ist aber besser als nichts. Also, was soll's sein? Ich bin General, also ich glaube nicht, dass er da unbedingt noch was bräuchte. Ich nehme das Gold. Man sagt ja, dass Gold allein nicht glücklich macht. Heißt das, ich kriege die Flinte obendrauf? Nein, das war nur so ein Spruch. Hier, nimm. Schade. Was ist mit deinem Kameraden passiert? Ich weiß es nicht. Wir haben uns bei der Flucht aus den Augen verloren. Ich würde ihn gern suchen gehen, aber naja, Hast du etwas Schiss? sagen wir es mal so. Ich würde mich wohler fühlen, wenn ich nicht alleine nach Rodrigo suchen müsste. Ich helfe dir, deinen Kameraden zu suchen. Ich hatte gehofft, du würdest das sagen. Das wird aber mit Sicherheit nicht ganz ungefährlich. Am besten gehen wir den gleichen Weg zurück, den ich geflüchtet bin. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay, gehen wir. Lass uns deinen Kameraden suchen gehen. Alles klar, folge mir. Vielleicht findet ihr dabei noch das Buch zum letzten der legendären Gegenstände. Könnte ja sein. Okay, da ist irgendwie noch ein Viech, was die ganze Zeit darum gewatschelt ist. Als General zurück auf die Insel. Was heißt zurück? Wir waren noch nie hier, aber ja. Ich denke, ihr wisst, was ich meine oder versteht, was ich meine. Hier habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass Rodrigo nicht mehr bei mir ist. Aber vermutlich habe ich ihn schon viel früher verloren. Vor lauter Panik habe ich mich nicht mehr richtig umgeschaut. Lass uns weitergehen. Okay. Ich bin mir sicher, dass wir früher oder später auf seine Spuren treffen müssen. Halt die Augen auf, ob du etwas siehst. Alles klar. Watcher, Watcher. Sehen wir was? Ja, ein paar Viecher sehe ich. Ein Wappen. Die Inquisition war. Scheiße. Er muss hier irgendwo sein. Schau dich mal um, ob du ihn hier irgendwo finden kannst. Wir überleben vermutlich eher weniger, aber gut. Hä? Ist das nicht sogar der? Was? Ein 5 Pfad ins Jenseits. Oh, hier ist er ja. Sieht ganz schön tot aus. Ja, toter als du, war. Kumpel, ich glaube, ich habe deinen Kumpel gefunden. Ist nicht mehr ganz so gut drauf. Ich habe Rodrigo gefunden. Er ist tot. Verdammter Mist, ich habe es geahnt. Dieses Scheißvieh hat ihn getötet. Der Seelenfresser ist Geschichte. Sehr gut. Hier, nimm das als Belohnung. Das ist der Sold, der eigentlich Rodrigo zugestanden hätte. Er braucht ihn wohl jetzt nicht mehr. Ich gehe jetzt zurück zu unserem Kommandanten. Wenn du willst, nehme ich dich mit. Oh, gerne aber. Ja doch. Bring mich zu eurem Kommandanten. Folge mir. Es ist nicht sehr weit bis zu unserem Außenposten. Der Kommandant.
Ja, aber doch, ist eine schöne Insel. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Grafik ist wirklich nicht schlecht hier. Reason 3 kann man durchaus machen so. Natürlich nur hier auf der PC-Version, nicht irgendwie was anderes. Das ist unser Außenposten. Da drinnen müsstest du auf Kommandant Carlos treffen. Er kann dir mehr erzählen, wenn du noch etwas wissen möchtest. Ich werde mich jetzt erstmal ausruhen und mich dann um die Beerdigung von Rodrigo kümmern. Danke nochmal für deine Hilfe. Kein Problem. Was sind diese Seelenfresser? Unser Kommandant sagt, die Geschichten wären nur, naja, Geschichten. Aber ich sage dir, wenn dir eines dieser Biester zu nahe kommt, dann drehst du langsam durch. Man sagt, sie ernähren sich von deinem Verstand und deinen Ängsten. Was mich wundert ist, dass sie trotzdem noch Fleisch fressen müssen. Warum sonst würden sie uns jagen? Meine Vermutung ist, dass sie die Energie unserer Ängste für etwas anderes brauchen. Wenn ich nur wüsste, für was. Gute Frage. Wieso hast du den Sold anderer bei dir? Ich bin für die Verteilung des Soldes zuständig. Jedem von uns wurde ein Bonus versprochen, wenn wir mit guten Nachrichten zurückkommen. Wenn allerdings jemand während seiner Aufgabe stirbt, steht es mir frei, mit dem Sold zu machen, was ich will. Das heißt, wenn jemand stirbt, gehört der Sold dir? Nein, ich bin von dieser Regelung ausgenommen. Entweder ich finde einen Nutzen für das Gold, oder ich muss es zurückgeben. Ja, okay. Bring mir etwas bei. Na, wieso Ich nicht? möchte im Kampf gegen große Gegner stärker werden. Okay, Okay. Bring mir bei, wie ich Zähne ziehen kann. okay. Okay. Der gefällt mir. Jede Insel bekommt den Herrn, den sie verdient. Geht doch. Allerdings, du, jetzt kommen wir endlich hier hin. Ist doch nice. Sind wir eigentlich laut Karte bereits? Ja, okay. Doch schon eine gute Strecke zurückgelegt, wa? Aber natürlich trotzdem, wo zum Henker könnte hier wohl der legendäre Gegenstand sein. Du kannst passieren. Danke. Hey, Wo Carlos! hat Venturo dich denn aufgelesen? Du bist keiner meiner Männer. Unter welcher Flagge segelst du? Ich unterstehe niemanden. Mit dem Auftrag Magie unterwegs, nicht ganz. Das hier. Ich unterstehe niemandem. Nun, wenn das so ist, mache ich von meinem Recht der Zwangsrekrutierung Gebrauch. Moment. So haben wir nicht gewettet. Normalerweise dulde ich keinen Widerspruch. Aber lass mich dir erklären, wie das hier läuft. Egal für wen du sonst arbeitest, hier habe ich das Kommando. Diese Insel ist eine Kolonie der Inquisition und ich bin ihr Verwalter. Ein Ort wie dieser folgt niemals nur einem Herrscher. Das wird sich zeigen. Der gute Carlos, ist das schon lange her? Was ist euer Auftrag hier? Nach dem Fall von Caldera mussten wir unsere Kräfte neu aufstellen. Also beschloss der Hohe Rat, mehrere Expeditionen zu entsenden. Das Ziel lautet, neuen Lebensraum für die Menschheit zu erschließen. Doch dieses verfluchte Stück Erde bringt uns an die Grenzen. Tja, Wie seid ihr auf diese Insel gestoßen? Zufall. Sie war nicht in unseren Karten verzeichnet. Eines Tages spielte unser Kompass verrückt und eine Nebelbank tat sich auf. Zu unserer aller Verwunderung stießen wir dann auf diese Insel. Aber sie liegt so versteckt, dass sie von großem Nutzen für unsere Sache ist. vor allem für Überraschungsangriffe. Macht diese Insel euch Schwierigkeiten? Ja, meine Männer sind verunsichert. Sie munkeln etwas von Seelenfressern. Dummes Rekrutengeschwätz, wenn du mich fragst. Doch um die Moral aufrechtzuerhalten, will ich, dass du dich dieser Sache annimmst. Solltest du wirklich auf diese Biester treffen, musst du sie zur Strecke bringen. Jo, mach ich. Wegen deiner Seelenfresser. Wo soll ich nach ihnen suchen? Ich habe mehrere Suchtrupps in alle Himmelsrichtungen entsendet, um die Insel zu erkunden. Aber ich habe noch keinen Rapport von ihnen erhalten.
Vielleicht sind sie auf diese Biester gestoßen. Sieh dich also am besten nach ihnen um. Alles klar. Ich kümmere mich darum. Gut. Ich kann kein weiteres Gerede innerhalb der Truppe dulden. Der schlimmste Feind der Disziplin ist die Feigheit. Berichte mir, wenn du diese Biester zur Strecke gebracht hast. Du warst mal ein Schüler von Mendoza, kann das sein? Ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen. Ich kann dir keinen meiner Männer zur Seite stellen. Was ich allerdings tun kann, ist dich mit etwas Gold auszustatten. Bei dir ist es eh besser aufgehoben als bei diesem Sauhaufen, der sich Truppe schimpft. Dankeschön. Bereit für einen Lagebericht? Gut, ich höre. Ein Seelenfresser hatte sich ganz in der Nähe eures Außenpostens aufgehalten. Verdammt. Hoffentlich gibt es nicht noch mehr von den Biestern. Ich denke, hier rennt mindestens noch einer herum. Nun gut. Komm wieder, wenn du der Gefahr Herr geworden bist. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, draußen bist du wahnsinnig. Aber übrigens, wenn wir schon im Stichwort Mendoza sind, was würde passieren, wenn wir mit Mendoza hier wären und mit Carlos quatschen würden? Das wäre einer ganz cool zu wissen. Die Nebelinsel, Pfade ins Jenseits. Was sind das für Namen, ey? Okay, einer ist da, dann haben wir relativ schnell. Ah, natürlich ist der hier hinten. Gut, du weißt natürlich nicht, wo der legendäre Gegenstand ist. Alter! Der dürfen wir eigentlich noch relativ schnell kriegen. Ja, dort müssen wir eigentlich gehen, wa? 2, 3, 4 sind die letzten. Okay. Ja, wenn wir sagen, mal ganz kurz abspeichern. Wir sind so gleich am Ende des Parts. Aber geht auch mal ganz kurz zurück zum Schiff. Und nehme Mendoza mit und guck mal, was er zu Carlos zu sagen hat. Wie oft hatten sie dich jetzt schon am Boden? Und du hast es immer wieder geschafft, dich wieder aufzurappeln. Ich schätze, ich hatte Glück. Nein, so etwas wie Glück gibt es nicht. Auch wenn es mir nicht gefällt. Du bist ein ernstzunehmender Gegner für das Schattenreich. Wer weiß, vielleicht schaffst du ja tatsächlich, was du dir vorgenommen hast. Wow. Und das aus deinem Mund. Pah, am besten du vergisst es auch gleich wieder. Mendoza, unser bester Freund. Komm mit. Geht klar. Naja, hoffentlich nicht. So, jetzt hier hin wieder. Dieses Nest ist eines Anführers nicht würdig. Naja, Schnauze. Geh weiter. Okay. Mal gucken, was man noch so legendäre Gegenstände so findet, wa? Irgendwelche Hinweise und so weiter. Wegen deiner Seelenfresser. Ach, stimmt, ist das wieder, wa? Hast du nicht Venturo diese Aufgabe anvertraut? Ja, aber du siehst ja, wie viel er erreicht hat. Es braucht wohl etwas mehr als nur eine Muskete, um dieses Problem zu lösen. Gut möglich. Okay, Mendoza keinen Bock mit Carlos zu quatschen, wieso verstehe ich zwar auch nicht. Benimm dich hier. Naja, mache schon. Und 10er Truhe hätten wir relativ locker. Hat sie noch einen Hammer, jetzt noch eine interessante Blutwurzel und hier eine Truhe für uns. Ja, ist doch schon eine geile Fähigkeit, wa? Bloß hier ist ein bisschen nervig. Was mache ich hier? So. Inquisitionsflinte. Hat einen guten Damage. Noch ein Teleportstein. Alles klar. Fusel. Fleisch. Bier. Mehr brauchte man nicht. Oder Mensch wohl eher. Ja, was mache ich jetzt noch ganz kurz, ist den Rest des Parts. Wie gesagt, wir werden gleich wieder beenden. Nochmal ganz kurz speichern, weiß nicht, was noch alles passiert. Mal ganz dezent schleichen. Das war die falsche Taste. Ich habe ja noch irgendwo einen Ring. Und ein Amulett. Nö, ein Ring. Und zwar einer, der mir ein bisschen mehr ein Kristallring war, es war? Nö.
war denn der? Oder was doch ein Amulett? Silberzunge, ah, doch, der. Nee, der hier war's. Schlösser knacken plus 10. So, genug. Und kann die Truhe knacken. Oh, das kann eine Weile dauern. So, welche zwei arbeiten miteinander? Muss immer zwei nebeneinander sein. Gut, das könnte schon mal klappen. Das war Fail. Zurück. Jo. Ein Hoch auf die Logik. Inquisitionsorden. Der macht auch noch gut was her. Feurigen Schatten reden. Das ist vor allem das hier. Er hatte seinen Widersacher schon ein paar Tage auf der Nebelinsel schmoren lassen. Eines Morgens ging er zur Hütte des Gefangenen. Doch von Freddy, dem Betrüger, war keine Spur zu sehen. Einzig seine Fußkette lag noch auf dem Boden. So. Yes, Mann. Das ist die letzte legendären Gegenstände, Freunde. Wir haben sie endlich alle beisammen. Das müssen wir gefunden, war. Jetzt muss natürlich noch das Ganze. Okay, das hier unten. Das heißt, wir gehen im nächsten Part erst einmal ganz kurz hier hoch. Um das 4 Platz zu machen. Dann gehen wir hier runter. Für die Fußkette plus das nächste Feed. Machen wir hier mal eine Rundreise. Gehen hier hin. Machen das Ding Platz. Zurück zu Carlos. Und dann sagt, ist alles ready und so. Und nichts Neues für uns. Dann verschwinden wir von hier. Klar, können auch alles erkunden und so. Mendoza. Alter. Aber nö, ich hab keinen Bock drauf. Kann ich eigentlich pennen? Naja, nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. Sprich, nicht pennen im Sinne von Träume haben. Steck ja nichts ein. Nö. Tja, Freunde, in diesem Sinne, danke mal fürs Zusehen. Das war's mal für heute hier wieder bei Nebelinsel. Wir haben viel erreicht, wir haben noch vieles vor. Und dann endlich zum Abschluss des Spieles gegen Crow, die Befreiung der Magier und natürlich gegen Necrolord persönlich. Oh yes. Und ganz ehrlich, wer soll uns mit diesen Fähigkeiten, mit diesen Tricks, mit diesen Gaben überhaupt noch aufhalten? Ich habe da keine Ahnung. Bis dahin, ciao zusammen. Bin ein bisschen geschwächt. Nein! War das knapp. Ja, beinahe die Wache mit der Feuerfaust abgefackelt. Mendoza. Tschüss!